Okay, Leute, gleich zu Anfang folgen wir für euch die 3 ungeschriebenen Gesetze für den Erfolgsmenschen im 21. Jahrhundert. Das erste Gesetz lautet, Wirtschaft ist kein Krieg. Denn im Krieg, da gibt es Regeln. Das zweite Gesetz für den Erfolgsmenschen im 21. Jahrhundert lautet, die meisten Karrieren scheitern an der Unfähigkeit ihrer jeweiligen Vorgesetzten. Genau, denkt immer an eure eigenen. Das dritte Gesetz für den Erfolgsmenschen im 21. Jahrhundert lautet, in Zukunft muss jeder selber sehen, wo er bleibt. To have lunch or to be lunch. Und ich lege noch einen drauf, das Bonusgesetz, das vierte Gesetz für den Erfolgsmenschen im 21. Jahrhundert schließlich lautet, bitte gut merken, Aktien. Aktien steigen nur so lange, wie es mehr Deppen gibt als Aktien. Yeah! Hier nicht gleich nachlassen. Ja Leute, ich habe das mal ausgerechnet. Ne? Wer vor 3 Jahren für 1000 Euro Aktien der Deutschen Telekom gekauft hat, nur mal ein Beispiel, ja? Wer vor 3 Jahren für 1000 Euro Aktien der Deutschen Telekom gekauft hat, der hatte 3 Jahre lang nur schlechte Laune, nichts als Ärger und heute noch Aktien im Wert von 120 Euro. Fast 90% mies. Wer aber vor 3 Jahren für 1000 Euro Bier gekauft hat, Bitburger, Becks, egal, der hatte 3 Jahre lang jeden Abend 2 Flaschen Bier und jetzt kommt's, heute noch Leergut im Wert von über 200 Euro. Kölsch, Pilz, alles hier. Ne, und dann sagt ihm, ich würde gerne Riester-Rente in Pfandflaschen machen. Ein bisschen Dosenpfand reingemischt. Ne, kann man wenigstens sagen, die Rente ist wirklich sicher, weil da macht man keinen Verlust. Und dann, wenn eurem Anlageberater in der Sparkasse die Kinder alle so gern Südpol hängt, ja, dann haut ihr mit eurer Faust voll ein auf die 12 und sagt, das war für den Telekom da. Ja, sind wir doch mal ehrlich, ne? Manager, Analysten und Anlageberater. Je seriöser der Anzug, desto höher die kriminelle Energie. Ja, ist doch so, ich mach mal so. 2 auf Bewegung. Ja, neulich gucke ich mal Fernsehen und natürlich muss ich auch mal gucken, was der Gegner so zeigt. Bin ich gelandet bei NTV. NTV, das ist ja der Fernsehsender des organisierten Verbrechens. Ja, wirklich, die letzten neoliberalen Drecksäcke dürfen sich da hinstellen und als die Hoffnung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands präsentiert. Das ist unglaublich. Da habe ich einen gesehen, der kam aus Köln, der hat sich in einer Sendung damit gebrüstet, dass er schon als 18-Jähriger seine ganzen Mitschüler und Kollegen über den Tisch gezogen hat. Ne? Ja, der hat im Fernsehen erzählt, dass er mit 18 die Geschäftsidee hatte, um sein Taschengeld aufzubessern, in Köln Touristenführung durch die Altstadt mit einem Esel zu machen. Hat dann im Umland rumtelefoniert, bis er einen Bauern gefunden hatte, der einen Esel zu verkaufen hatte, hat 100 Mark Anzahlung überwiesen, kam dann eine Woche später mit einem Leihwagen zu dem Bauern, wollte den Esel abholen, aber sagt der Bauer, tut mir leid, der Esel ist inzwischen tot. Ach, sagt der junge Mann, ist aber blöd, dann gib mir mein Geld zurück. Dann sagt der Bauer, das Geld ist fort, 2 Ferkel gekauft, das Geld ist alle. Ach, sagt der junge Mann, ist aber blöd, Mensch, was machen wir da? Dann gib mir halt den toten Esel mit, irgendwie will ich den schon zu Geld machen. 2 Wochen später kommt der junge Mann wieder zu dem Bauer und sagt, guter Mann, ich habe mit dem toten Esel 1000 Mark verdient. Jetzt wundert sich der Bauer, 1000 Mark mit dem toten Esel, ja wie das dann? Ja, sagt der junge Mann, ganz einfach, ich habe in meiner Schule eine Lotterie veranstaltet. 500 Lose, hat 2 Mark, Hauptgewinn, ein Esel.
sagt der Bauer, aber das war doch Betrug, hat sich da keiner beschwert? Das sagt der junge Mann, aber nur der Hauptgewinner, und dem habe ich seinen Einsatz halt zurückgegeben. Top-Management der Deutschen Post AG. Boah, als ich das gehört habe, da habe ich so einen Hals gekriegt, so einen Hals, ja. Bin ich die ganze Nacht in meiner Wohnung hin und her geteilt worden und habe mir überlegt, wie kann man der Deutschen Post eins auswischen? Wie kann man denen das ein bisschen zurückzahlen, ja? Mir ist was eingefallen. It's so easy, mir ist was eingefallen. Ich verrate euch jetzt, wie in Zukunft, und ich hoffe, ihr macht alle mit bei meiner Aktion, ärgern wir ein bisschen die Deutsche Post, ja, und holen wir uns ein bisschen von der Kohle zurück, die wir in der T-Aktie verloren haben. Ich verrate euch jetzt, wie ihr in Zukunft Briefe ohne Porto verschicken könnt. Ist das ein Wort? Yeah! Also, Briefe ohne Porto, es ist ganz einfach, it's so easy. Erstens, keine Briefmarke draufgeben. Ist klar, sonst kann es nicht funktionieren. So, zweitens, ganz wichtig, als Empfängeradresse müsst ihr eine Adresse im Ausland draufschreiben. Ja? Kann eine echte Adresse sein, kann auch eine erfundene Adresse sein, Toilette des Hommes, Gare du Nord, Paris. Egal, Hauptsache im Ausland. Und drittens, ganz wichtig, als Absender schreibt ihr jetzt die Adresse desjenigen drauf, der den Brief nicht kriegen soll. Nein, die werden schon vor der Grenze abgefangen und kontrolliert, und da, wo nichts draufklebt, das geht sofort zurück an den Absender. Leute, probiert's mal aus, klappt 100%. Ja wirklich, ich mach das nur noch so. Ehrlich wahr, und wisst ihr, was das Beste ist? Manchmal sind die Briefe ohne Porto schneller als die mit.